Es geht weiter, stets heiter, wie auch sonst, zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Da haben wir schon einen neuen Schrein in der Nähe, des Schrein des Lebens. Ja, hinterm Wasserfall haben wir ihn hier gefunden. Nebst irgendwie noch ein paar Raubschleimen und einem Signa Yaum oder Yaum Sigma, ich kann meinen Namen gar nicht merken. Aber ist eigentlich auch scheißegal. Feuer und Wasser und Strom übrigens, sieht man da auch. Okay. Immer erst gucken, was kann man alles verschieben hier. Das Master-Schwert seine Kraft zurückgelangt. Hallo Master-Schwert, wie geht's dir? Hab ich schon vermisst. Was haben wir machen können mit dem Master-Schwert, wenn mir mal so auffällt, dass ich schon lange machen wollte. Wir haben mittlerweile ja auch coole Materialien wieder. Also auch starke Materialien. Ich würde gerne mal mit dem hier kombinieren. Gut, sieht so nicht cool aus, aber da hat zumindest ein bisschen mehr Power. Marschwert soll ja angeblich wieder wie früher bei Breath of the Wild noch ohne DLC soll es eine Power von 30 haben, eine Grundbasis, eine Grundstärke und wenn es halt leuchtet, sprich wenn es in der Nähe von Miasma-Monster oder sowas in der Art ist, doppelt so viel, also 60. Plus mit dem Little Moblin Horn, jetzt wären es wieder bei 93. Wäre das noch schwächer als das Ding hier, aber naja. Anderes Thema. So, dann darf ich machen, normal verschieben. Muss ich ja auch, weil da unten hat Strom. Und Strom tut uns nicht gut, das tut weh. Oder auch nicht. Ja. Ich glaube, da komme ich nicht rüber. Nee, Bruno ist nicht in der Nähe, Kumpel, das wird nix. Das ist ein Eisblock. Naja gut, ich meine, ich kann den da rausziehen, das stimmt. Ich kann hier vorne hinpacken. Warte mal, erstmal wieder komplett, okay. Das Problem ist, ich kann den jetzt... Gut, ich kann theoretisch da benutzen, weil er kann ja hochklettern. Okay, das war doof. Ah, vermisst die Eisblöcke aus Breath of the Wild. Also generell so die Module, die wir damals hatten. Ein paar waren schon cool. Was ich für so ein Nanium-Schild. Habe ich eh noch einen hier. Kann die beiden wieder miteinander kombinieren. Dann machen wir es aber erstmal so. Dann wird es Zeit für eine Fusion. Ausrüsten. Kombinieren. Den besten Schild. Ja gut, ich lasse ihn mal. Aber vielleicht brauche ich mal noch. Könnte sein. Wegen eine Sidequest oder so. Da muss ich da hoch. Wow, okay. Entschuldigung, falsche Fähigkeit. Also mit dem Eisblock bin ich da hochgekommen. Den brauche ich noch für was anderes. Der Eisblock ist noch da, da schmilzt nichts. Durch den Eisblock in die Lava geben bringt gar nichts. Ja, gut. Und weg. Nicht erst irgendwie ertrinken oder so, nee, war sofort weg. Das ist eine Holzkiste. Ups, wollte eigentlich löschen. So. Also, das ist wirklich nur dazu da, um die Kiste zu lösen. Finde ich aber noch interessant, das Konzept. So, ich stelle es mal hier hin, weil ich müsste eigentlich von der anderen Seite da rüber kommen. Oder kann ich sie direkt so rüberpacken? Okay. Jetzt brauche ich offenbar mehrere von den Dingen da, ne?
welcher Form auch immer ich die aber wirklich brauche, werden sich vielleicht gleich herausstellen. Okay, so nicht. Die sind zu schwer für die Holzkiste. Mein Gedanke war irgendwie, mir eine Art Leiter zu bauen von da drüben. Wenn ich hochkomme. Und ich denke mal, ich muss es auch so machen, dann muss es vielleicht ein bisschen anders daran gehen. Also wir holen uns nochmal eine Holzkiste. Wir haben quasi so zwei, keine Ahnung, so Naniumblöcke oder so, wie ich die nennen soll. Eine Holzkiste und einen Eisblock. Würde theoretisch erreichen. So. Das geht jetzt nicht mehr so schnell. Dann den rüber. Gut. Also der Holzblock da runter geht nicht so einfach, wie wir festgestellt haben. Aber erstmal gucken, was ich noch alles habe. Ich habe das Ding. Okay, ich denke mal, dass der Holzblock rein so. Der Holzblock, die Holzkiste, nicht Block. Die Holzkiste dürfte, glaube ich, logisch sein, denn Holz leider kein Strom. Ich behaupte jetzt einfach mal. Nein, wir natürlich schon Strom. Das schon machen, aber ich muss irgendwie trotzdem da durchkommen. Ach so. Der Eisblock kann nicht schmelzen im Wasser. Oh, kannst aber elektrisch aufladen, super. Verbinden? Ah, mit den Dingen da unten, okay. Ich muss ja eigentlich nur hochklettern. Jetzt sind nur wieder die Frage, mache ich einen Denkfehler? Ich wollte gerade den da versuchen. Dann käme ich so, wir können jetzt eine Holzkiste hochklettern. Ich dachte zuerst gerade vielleicht die Holzkiste unten und der Eisblock oben. Wäre auch eine Variante. Aber gut, erstmal. Der ist ja dann oben hin, dann geht ja gar nicht anders. Der leidet zwar auch Strom. Kann mir aber eigentlich egal sein an der Stelle. Weil ich packe ihn hier hin. Reicht das so oder muss er dann nochmal kurz anders hin? Warte mal. Ja, da mache ich jetzt mal einen Denkfehler. Moment. Der Holzblock muss erst rein, weil er leider keinen Strom. Und er schwimmt ja. Warum das Ganze? Ich soll, wenn ich das richtig sehe, ganz ruhig, ja. Wenn ich richtig sehe, Holzkiste drauf. Damit mit dem Deckensprung nach oben. Und wenn ich jetzt einen Eisblock oben hin packe, aber hier am Feuer vorbei, jetzt wird es ein bisschen knifflig, dann klappt das mit der Höhe. Oder zumindest. Ja, fast. Aber ihr könnt es anders machen. Mal gucken, ob ich meiner Vermutung auch recht habe. Ja. So, jetzt aber. Ja, könnte klappen. Denn das schmilzt so weiter nicht. Die müssen da rüber. Die Holzkiste steht darunter. Was soll das jetzt? Wieso kippst du, Alter? Ja, besonders besser sieht es auch nicht aus. Die andere Variante wäre halt der Eisblock unten. Weil das Teil hier schwimmt ja. Also die Holzkiste schwimmt ja. Und der Eisblock wäre halt am Boden fest, da können die irgendwie auch drauf. Ich guck mal kurz. Wenn du schnell genug bist, klappt das so. Ja, ja, seht ihr. Was sagt die Kiste geholt hier oder was? Ja doch, stimmt, oder doch. Im Eisblock damals ja. So.
Ich habe das Gefühl, der Eisblock unten, das wäre eine stabilere Sache. Aber es klappt ja auch so. Sieben Stück. Wollte ich als nächstes wieder mal auf die Ausdauer gehen oder auch nicht? Ich bin mal, ja, die Ausdauer. Ganz ehrlich, zum Fliegen ist natürlich praktisch, wenn du mehr Ausdauer hast, aber wir haben 2 volle Balken. Ich habe auch das Master-Schwert, wofür es ja die Ausdauer brauchte. Der einzige Grund, den ich mir jetzt noch irgendwie vorstellen könnte, wäre halt irgendwo 100% des Spiels. Und da denke ich mir halt eher so, komm, mach's lieber auf Herzcontainer. Oder bitte mal raus hier. Hoch! Und wir frieren. Das ist auch ganz normal. Sind zumindest die Ohren geschützt. Gut, den Schrein gemacht. Ich immer nicht ganz verstehe, ob ich jetzt irgendwie die Kiste auch geholt habe. Ah doch, warte mal, da. Kistensymbol, das ist da rechts im Namen. Naja, doch, gut. Gut. Das Symbol selber ist aber auch weg, gell? Nein? Was ist das ein Scheiß, immer. Ein Stempel löschen quasi. Also hierhin zurück und darüber muss ich ja auch noch. Da ist noch ein Pfad in den Untergrund. Da waren wir aber schon. Da gibt es auch nichts mehr zu holen. Das heißt jetzt zu Fuß entlang. Ich bin kurz versucht, das Hoverbike zu nutzen. Tatsächlich mal wieder. So, den Ork kennen wir natürlich auch noch aus dem Vorgänger. Das ist ein Jäger. So, und bald sind wir hier. Wir sind natürlich auch hier schon wieder im Tempel der Zeit, aber wir sind hier vor allem auch in einem ganz... Was ist da drüben los? Ah! Hieroglyphe. Wir sind hier natürlich eben auch beim... Buch war nicht hier? Schrein des Lebens? Nee. Ah, die Untoten. Das ist so an, dass wieder so ein Magnum Sigma Dings in der Nähe war. Naja. Schrein des Lebens, wo es zumindest mal war. Der wurde ja auch abgebaut, warum auch immer. Und das Entwickler ja auch nie verraten, warum das Level abgebaut wurde. So, und ich habe jetzt schon ein paar Mal erwähnt, wir haben hier damals was vergessen, wo wir hier waren. Und die Frage, was haben wir denn vergessen? Hier die Quelle? Nee, es ist hier hinten. Weil da geht's runter. Und wie auch immer sie das gemacht haben, sind die Jäger hier. Guten Tag. Den Ritter suchen am nächsten Mahlzeit, wa? Das ist ein geheimes Lager für Dinge, die wir im Untergrund finden. Nun, da du es gesehen hast, muss ich dich töten. Wer bist du jetzt? Ah, immer diese rohe Gewalt. Ich verabscheue das. So, das war's. Beim Eis, ich muss dich töten, sind ja 2. Ups.
Doppelschussbogen. Ich meine, 2 Pfeile verschießen, auch wenn der Bogen nicht gerade unbedingt stark ist, aber kann trotzdem mal nützlich sein. Gut. Autorisierung erfolgreich. Ich danke dir für die Vertreibung der Eindringlinge, Link. Sie waren es, die mich aus dem Untergrund hierher brachten. Es ist mir zurzeit nicht möglich, in den Untergrund zurückzukehren, daher werde ich meinen Aufgaben hier nachkommen. Im Untergrund war ich mit der Verwaltung der Bauplansteinplatten betraut. Einst konnte man dort viel Sonanium finden, es gab eine florierende Schmelzhütte. Nanu, ich detektiere eine Bauplansteinplatte, die du noch nicht hast. Hiermit überreiche ich dir nun eine neue Bauplansteinplatte. Ich danke dir. Ich danke dir. Laser Zweirad. Ich hoffe, dass sie dir davon überreichte Bauplansteinplatte von Nutzen sein wird. Das hoffe ich auch. So, Freunde, das war es eigentlich auch schon. Mehr gibt es hier nichts zu tun. Das war eigentlich auch gedacht wegen, ja, vielleicht nochmal Magnus Signa Dingsbums, aber nee. Scheint wohl hier nichts zu sein. Kann ich Bananen mitnehmen? Dankeschön. Gut, dann raus hier. Wir suchen noch den Schrein in der Nähe auf. Dann haben wir das eigentlich auch schon gemacht. Klar, ich habe jetzt hier ein Ding noch drauf. Herzsymbol, nee, ist eigentlich für Feen gedacht. Schrein des Lebens, ja gut, nee, komm. Das Symbol habe ich ja drauf, also insofern. Wie der uns aber frech erwartet hat. So, da fliegen wieder Dinge runter. Warum eigentlich nicht nutzen? Warum eigentlich nicht? Mal schauen, wie hoch er geht. Und kurz zurück und gucken kann, komme ich hier irgendwo hin? Nee, sieht noch kacke aus. Okay. Darüber, das Teil ist leider zu hoch oben. Oder zu tief unten. Na egal. Ich will ja eh nicht darin, sondern darüber. Da oben ist er ja. Ein einsamer Schrein, der nur auf uns wartet. Ganz anderen Orte, wo er in den Untergrund kann. Ja, haben hier eigentlich schon alles gemacht. Nicht mehr nötig, in den Untergrund zu gehen. Von hier aus zumindest. Was ist denn da drüben? Sieht es nur so aus, als wäre es irgendwie wichtig. Oder nur so aus. Also ein Elektrofied, also wir haben Feuerviech gewesen, sorry. Deswegen das mit der Eisding, aber okay, das hat viel gebracht. Ein Königsschild, was soll ich damit? Ich könnte, ja, bisschen Schild dran machen, genau.
Nur so just for fun. Ja, ich muss mal die Dinger nehmen, wir haben so viele davon. Gut, 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 gut. Also, ab zum Schrein. Und uns überraschen lassen. Nachher glaube ich, ja, da machen wir uns langsam am Weg zum Zoo, war. Dort gibt es auch viel im Untergrund, was man irgendwie aktivieren muss, aber sicher erstmal die Sidequests ein bisschen angucken. Vielleicht finde ich so noch ein paar Schreine auf der Oberfläche. Kann auch nicht schaden. Moment, wie heißt das Teil? Kraftübertragung. Mhm. Ja, Moment. Hä? Was soll denn hier hin? Oh, sag bloß. Das ist aber fies. So eine Truhe? Nee. Andererseits muss ich vielleicht da hoch. Nee, komm mal irgendwie hin. Das bringt auch nichts. Ah, okay, muss sogar dahin. Okay, da hatten wir schon, das wäre schon sonst ein bisschen zu einfach. Da haben wir noch so ein Teil zum Aufstemmen oder was? Ja, vielleicht. Was haben wir da Schönes? Okay, muss das Ding aufmachen. Und da eine Truhe. Den brauchen wir hier ja nicht mehr. Die kann ich jetzt nach oben bewegen, aber nicht rauspacken. Er überlegt jetzt gerade, ob das überhaupt sinnvoll ist, wenn ich jetzt da einfach sage, hey, da ist eine Truhe, also kletter mal kurz nach oben. Ach so, nach oben klettern. Okay, dann tut eine Variante. Ja, muss einfach nur schnell genug sein. Wobei, eigentlich kann ich es ja auf einer anderen Seite hier antreiben. Jetzt bin ich hier auf der Seite, könnte es ja auch gewesen sein, aber egal. Was so gemacht. Ein mächtiger Konstruktbogen. Nehme ich gerne. So, dann machen wir es hier natürlich auf die Art und Weise. Dann muss er kurz nach oben.
kann den nach weiter oben und dort verbinden. Wobei, so ganz klappt das nicht, ne? Nee, nee, nee. Ich muss ein bisschen anders machen. Oh, komm schon, jetzt muss er da oben. Ist ein bisschen wie bei Dragon Ball. Stab, streck dich! Nur auf eine andere Art und Weise. So, ich hab's natürlich auch falsch gemacht, ne? Ich muss eigentlich so. Prima. Dann den hier festmachen. Wenn es gerade nach oben ist, dann kann ich nochmal nach oben gehen. Zack. Kann ich nochmal durchswitchen. Oh, könnte klappen. Ne, nicht ganz, aber dafür wäre den da. Müssen das Teil ganz nach oben kriegen? Naja. Zuerst hätte ich ja einfach direkt runterpacken, um quasi anzustoßen. Das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Naja. Oder quasi anzuheben, nicht anzustoßen. Anzuheben, meinte ich. Acht Stück, Mann. Du. Perfekt. Wieder, sag jetzt mal 2 Herzcontainer. Könnte man machen. Will ich aber eigentlich vorerst noch nicht tatsächlich. Wir warten noch ein bisschen ab. Gerade in der Wüste gibt es noch ein paar Scheine, die man irgendwie machen könnte oder weiß, wo die jetzt liegen. Weil hier fehlen auch wieder ein paar, die ich gerade gemacht habe. Vor allem hier können natürlich locker runtersegeln, ne? Also damals Koga irgendwie abgestürzt. Aber andererseits denke ich mir halt so, okay, ich meine, ja, das war so ein wichtiger Moment damals. Bei Breath of the Wild, der hier runtergefallen ist. Da wird sicher Story noch was kommen, dass er da zurückkehrt. Und deswegen doch sagen, hey, geh erstmal hier rüber. Guck mir da mal ein bisschen um. Wir haben auch schon überall, ich meine, theoretisch jetzt hier vom Wald aus her ins Innere. Dann bin ich ja schon am Todesberg. Das ist eigentlich die falsche Region. Dann hier. Wir sind eigentlich schon hier beim Dorf Zora-Singer runter. Das andere macht irgendwie wenig Sinn. Bedingt durch die ganzen Flüsse und so, die wir haben, die ja den Untergrund nach der Oberfläche da trennt. Also heißt, ich kann sowieso nicht einfach so easy peasy rüberfliegen. Das geht ja so nicht. Auch irgendwo hier bei den Zoos ein Anhaltspunkt. Wobei, wir haben ja gesagt, jetzt erstmal gucken, dass ich noch ein paar Sidequests auftreibe, damit ich noch ein bisschen mich rumgucken kann und ja. So dann irgendwie auch zu den weiteren Schreinen hier oben, aber vor allem natürlich auch zu weiteren Wurzeln im Untergrund komme. Bei den Zoras ist es wunderschön. Lalala. Immer noch. Was wird viel verändert? Ich frage mich, wohin? Ja, was denn? Ein fluffiger Ort, ich bin sicher, dass ich das schon gehört habe, aber... Ach, du bist Link. Ja, was denn? Hüpf, hüpf. Du bist wieder der EV. Als Sidequest. Oh Gott, das will nicht mehr so viele Dinge zu tun hier. Was ist denn das hier? Okay. Das scheiß Knochen, die Quest haben wir ja schon seit Ewigkeiten.
Gibt noch so viel zu tun hier. Ich will ihn beschützen. Wen denn? Der König Sidon. Clef, so eine Erleichterung. Krabschen. Was? Ja. Das ist der Krämerladen, Korallenriff. Dank seiner Majestät, König Sidon, und hier können wir unsere bestandenen Fisch wieder auffüllen. Oh. Krabschen? Langsam Hände fand. Mhm. Oh Gott, eine Krabbe kreuzt seinen Weg. Hm. Der Umami-Geschmack, aha. Oh. Ja, aber habe ich auch 10? Aber okay. Oh. Ich sehe sie und fühle sofort Schmerz und Umami in meinem Mund. Ich danke dir vielmals. Hauptsache, er spürt einen Schmerz. Ich meine, die Krabbe hatte auch einen Schmerz, als ich sie gefangen habe. Oh. Okay. Das sind Wasserfrüchte im Besitz 14. Oh. Ein bisschen Geld habe ich noch. Weil man ein paar Dinge verkaufen muss. Holzpfeil nicht nötig, aber noch genug. Spurtpfeilchen. Ja, die können nicht schaden tatsächlich. Hm. Ein Maxilachs. Gut, ist nur ein Maxilachs. Oh. Trotzdem, wenn wir wieder mal kochen bei Gelegenheit. Ja, aber cooles Detail, dass sie auch schön hier auf Eis gebettet sind, ja, damit sie schön frisch bleiben. Das gefällt mir. Oh. Das hat Stil, Freunde, das hat Stil. So, ich bin bald wieder arm. Ein armer kleiner Schlucker. Das sind die Lehren von Zielen oder was? Ja, da bist du ja. Dento, was geht ab? Danke dir. Dann hast du eine Waffe, die du verlassen kannst. Die Lichtschuppenlanze mit Zoras bereits seit uralten Zeiten kämpfen, wird dir bestimmt gute Dienste leisten. Noch ein Zoralanz sowie 3 Diamanten und 5 Feuersteine. Der Zoralanz kann sogar schon zerfressen sein, das macht gar nichts. Ja, erstmal ein Zoralanz zu finden, wa? Aber das ist so eine Quest, die hatten wir bei den Orni schon und die haben wir auch bei den beiden Zoras. Weil mit Orni haben sie mittlerweile schon gemacht, bei den Zoras fehlt es mir noch tatsächlich. Also Waffen, die wir dann wieder im Haus ablegen können. Oh, Linlin! Ah, das ist ja die. Ja, die Tiere mal. Eines dankesvoller Schrein für einen des dankesvollen Stein. Er liege seinem Charme an Kap Daum. Ja. Linlin. Ich hasse den Namen. Und Link auch. Und Linlin erst. Sie ist aufgebrochen. Wenn Sasson im Spiel ist, kann sie sehr spontan und überlegt handeln. Kap Daum liegt im Südostensdorf, aber sehr weit entfernt. Ja, gut. Das sind halt so Dinge, die ich mir jetzt kurz einsammle und dann werden wir die im nächsten Part dann einen Angriff nehmen. Warte mal, ich bin ja gerade falsch. Und dann müssen das Gebiet der Zoras dann ein bisschen unsicher machen und gucken, ob wir vielleicht sogar den Rest der Zoorrüstung finden. Weil ich habe bisher nur die Rüstung. Der Helm fehlt noch und das Beinkleid, wenn man so will. Das Masterschwert auskam. Obwohl bisher sind die Gegner hier eigentlich relativ schwach. Von Waffen her, Soldaten, Zweihänder und so, ja. Eine hohe Haltbarkeit, ne? Gott, ich brauche dringend bessere Waffen, Leute. Meistens 100er Waffen und so. Ja, von Zora Beinschutz berichten, so. Unheimlich gute Dienste leisten, Link. Aufgetrieben werden. Ich hatte das Ding mal, ich hatte es bei Breath of the Wild doch. Mann! Er soll im antiken Zora-Heiligtum als Opfer. Was? Ohne Erfolg. Im Heiligtum ein Zora-Beinschutz gebracht wurde. Opfer die Freundschaft, ja, finde ich schon.
Ich muss stärker werden. Ja, weil es auch deinen König beschützen, war. Aber König, wo ist er überhaupt? Sidon! König Sidon. Ist noch einer, der eine Quest hat? Nö. Was steht denn hier überhaupt? Wo ist Aufgabe? Also. Ja, wie die Entwickler aber sich gesagt haben, ja komm, wir können die Steine einfach mal ersetzen. Und dann natürlich auch jeglichen Bezug, den der damals bei den alten Steinen bei Breath of the Wild noch stand, zu früheren Spielen. Ne? Weil damals war dann die Rede von einer Prinzessin Ruto, der einem Helden geholfen hat, einen Bösewicht zu bezwingen. Also quasi wurde ein bisschen die Geschichte von Ruto aus Ocarina of Time erzählt. Das nicht viel zwar, war aber halt der Hinweis. Generell, ne? Bei Breath of the Wild hattest du so viele Hinweise auf frühere Spiele. Gerade so auf Ocarina of Time, The Wind Waker, Twilight Princess und so. Eigentlich auch bei Link to the Past, wenn ich mich richtig erinnere. Aber hier gar nichts mehr davon. Also auch so ein bisschen schade finde. Ja klar, die Entwickler wollten halt, dass das Spiel eigenständig ist. Das verstehe ich ja auch, aber trotzdem halt Nachfolger von Breath of the Wild. Und das haben sie auch explizit ja überall so gesagt, am Spiel selber. Warum dann Hinweis, die es früher gab, jetzt plötzlich entfernen? Ja, kann man es halt so oder so sehen, ne? Natürlich für den Entwickler einfacher, weil sie auf gewisse Dinge nicht mehr achten müssen. Ich persönlich bin da kein Fan von. Ein Held sowieso nicht. Sag mal, wieso sind ja eigentlich die alte Könige auch noch da? Und dann eine Sidequest. Ihre Herrin keine Schande macht, ja? Ja, ja, natürlich. Kommt nicht wieder vor. Hm? A-Link. Ein bisschen A-Link als ein B-Link. Und früher bemerkt habe. Im Himmelsfluss dargebracht. Was? Ich muss ja da hoch oder wie? Hä, aber wie kann das sein? Die Himmelsfische haben wir doch erst kürzlich gefunden. Also kürzlich. Es war Nachfolger 100 tatsächlich. Es war zu dem Zeitpunkt, wo wir ja, uns hier um die Story gekümmert haben. Da haben wir die Himmelsflüsse zum ersten Mal überhaupt gefunden. Hä? Okay. Der alte König. Dem nur seinen Thron-Sitz übrigens, ne? Link, ich kann dir gar nicht genug danken. Mhm. Aufgebraucht, dann brauchst du doch wohl noch keinen neuen. Wie geht es weiter? Und ich habe das Zepter und den Thron an König Sino übergeben. Wenn ihr Lust habt. Weil die Welt wieder ohne Gefahren ist, wäre es sicherlich ein Vergnügen, zusammen mit Muse zu bereisen. Ah ja. Da sind wir dann vielleicht bei Breath of the Wild 2. Oder Tears of Kingdom 2. Nein. Also ich weiß nicht, ein Nachfolger zu den ganzen Spielen hier quasi eine Trilogie draus machen, wäre einerseits cool. Andererseits denke ich mir, ja, man muss vielleicht dann doch wieder mehr Fokus auf die Story setzen und weniger auf so eine krasse Open World mit 3 Welten hier. Also schon ein bisschen Open World mäßig, wenn wir es hier haben und vielleicht auch trotzdem noch das Ding hier mit den Materialien und so, mit dem Kochen etc. mit dem Waffenverschleiß. Vorhin zwar ein bisschen verzichten, aber kann man trotzdem machen. Aber sicher mehr Fokus auf eben ja, auf die ganze, dass auch die Overworld vielleicht ein bisschen kleiner dann ist, aber auch interessanter, dass es mehr zu entdecken gibt. So, Sidon. Verborgenen Schatz. Ja, sehr. Und folgt der große Fisch, der ewige Wächter, zu Füßen einer Statue ruht ein Schatz, eine lange Brücke führt dorthin. Den Schatz erlangen. Ja, der Schatz des großen Fisches. Schon ein großer Fisch. Alles voller Fische hier. Und für die Freundschaft, ist ja alles ein Ding. Anschauungsunterricht. Ach stimmt, da war ja noch was. Ja, da muss ich erst nach Kakariko gehen.
Die Verheerung, die wir damals ja im Haus von Impa gesehen haben. Das mit Schleim, ja gut. Kann ich eigentlich mal abschließen, ne? Wir haben mal ein Bild gemacht vom Schleim. Mein Gott, es gibt noch so viel zu tun, Freunde. So viel zu tun, aber nicht mehr heute. Im Gegenteil, heute wird die Folge abgeschlossen. Ich sage an der Stelle Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Tears of the Kingdom mit Link in der Hauptrolle, wie gewohnt, was auch sonst. Und ich würde sagen, macht dann doch Sinn, hier alles mal ein bisschen zu erkunden, vielleicht auf einer Luft aus oder so. Zum einen für die Schreine, wie zum Beispiel hier unten wir wissen, aber ich muss auch mal gucken, ob ich hier überhaupt einen Eingang zum Untergrund habe. Sowohl auch, um das alles ein bisschen logischerweise aufzuhellen, ne, damit wir da alles mal, ja, das ganze Gebiet halt auch mal kartografiert haben im Untergrund. Andererseits natürlich muss ich sowieso mal hier hin für die Story, oder für die eine Story. Aber eben, wie komme ich hier, ich meine, ich muss vermutlich von hier rein, ne? Ja, vermutlich. Hier rein und dann könnte ich hier wohl einige entdecken, aber vielleicht das zuerst machen, so um die Schreine zu sehen. Oder versuche es erstmal ohne. Ich glaube, ich versuche es erstmal ohne. Die Ruto-Klippen. Was ist ein Ruto? Ist lange her. Sehr lange her, sogar das Ocarina of Time. Master Quest damals. Mein erstes Let's Play überhaupt. Alter Schwede, das ist lange her. Ich sag dringend mal ein 3D-Teil spielen. Ich habe ursprünglich mal vorgesehen für mein 7-jähriges Jubiläum. Daraus wird aber nichts. Naja, wie dem auch sei. Freunde, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei den Zuras. Hey, bis dahin. Ciao zusammen.